So, Kopfhörer sollte man sich vorher einstecken, wenn man hier schwätzen will. Herzlich willkommen, neue Folge Kassettenschmarz mit R-Schmarz. Heute muss ich hier mal ein bisschen umdisponieren, weil ich habe mir nichts aufgeschrieben. Faul wie ich bin, habe ich mir nichts aufgeschrieben. Gnedelwurzler ist am Start. Schönen guten Tag. Potato für alle, die da sind. Was machen wir denn jetzt hier? Dragon Cry ist am Start. Hoppert die Ehre. Schießen wir erst einmal ein paar Herzl da eine für euch, oder? Hier. Piu, 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 piu. Mit was fangen wir an? Mit was fangen wir an? Erstmal mit einem Schluck Wasser. Ah. Dann haben wir hier wieder köstlichstes Red Bull Cola. Simply Cola. Sehr schön. Sehr schön. Und dann haben wir erst einmal für alle, die irgendwie Böcke haben auf die gute Sache namens League of Legends Weltmeisterschaft. Die wird nämlich am Sonntag, den 9.11. Mit einer Watchparty gefeiert in die Cineplexens. Also, wer Bock drauf hat, holt sich Karten, geht um 8 in der Früh los. Und ja, ich glaube, den ganzen Tag läuft es dann. Wie das genau läuft, keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber auf alle Fälle wichtig für euch, also in die 4 Standorte, wo wir am Start dabei sind, Erding, Neufahren, Vilsbiburg und Waldkraiburg, ist die Übertragung vom League of Legends Finale. Oder ist es schon das Finale? Nein, ist nur die Weltmeisterschaft. Keine Ahnung, so genau weiß doch hier nicht. Geht's auf alle Fälle hier und schaut euch das an, tut euch das anschauen tun. Und ja, vielen Dank, lieber Dragon Cry. Da gibt es gleich wieder mal Potatoes hier. Die dickste Kartoffel auf die Rübe. Da kann ich dann endlich fahren und kann mir wieder andere Booster zum Unpacken für euch kaufen, weil ich habe wieder nur Boglermons da. Nur Boglermons, weil ich mir nichts anderes mehr leisten kann, da hier zu wenig Steady-Abos gemacht werden und zu wenig Spenden gemacht werden. Drum haut's ab, macht ein Steady-Abo, wer noch keins hat, macht hier Kanalmitgliedschaften und spendet, was stark seid, so wie der liebe Dragonkrei. Und dann fahrt's ins Kino am 9.11. um 8 Uhr morgens und schaut euch die League of Legends Weltmeisterschaft an. Tolle Nachricht, die ich jetzt vorher gerade noch gelesen habe, ist zu dem überragend guten Troll von Netflix auf Netflix, von Netflix auf Netflix. Gibt es jetzt dann eine Fortsetzung? Ich habe den Trailer nicht ganz angeschaut, weil man gedacht habe, leckt mir in den Arsch. Der erste war schon so eine riesige Grütze. Für mich zumindest. Ich mag mir den Trailer gar nicht ganz anschauen. Auch wenn er toll ausschaut, von den Effekten her. Aber ja, zumindest wissen Sie jetzt, es wird eine Fortsetzung zu Troll geben. Namens Troll 2. Troll. Haben wir da nicht schon mal Filme gehabt, die so geheißen haben? Was gibt es noch für Fortsetzungen? Steamboat Willie kehrt nochmal zurück unter dem Namen Screamboat 2. Habe ich den ersten Teil, den habe ich gesehen, ja, das war irgendwie, hat mich das auch ein bisschen so an die ganze Winnie Pooh-Sache erinnert. Da war der erste ja relativ minderwertig in meinen Augen, der zweite dann zumindest vom Splatter-Faktor her ziemlich geil. Mal schauen, ob sie das jetzt bei Screamboat genauso machen, weil da war der erste jetzt auch ziemlich minderwertig. Und was euch fragt, wenn ihr euch fragt, was ich da an der Seite umeinander gichtelt, Mizi, oh, klein. Auf alle Fälle kriegen wir auch die Minimaus dazu, ich zitiere, for more miniature murder and mayhem. Ja, das hört sich doch gut, oder? Das hört sich doch gut, oder? Das mengen wir. Au! Weiß mich nicht. Blödsau. Was sagen wir? Ivan Troll und Trollhunter nicht schlecht. Trollhunter kann ich mitgehen, den finde ich auch ganz okay. Zwar nicht so überragend wie viele andere. Oder der Corby zumindest bei uns, glaube ich, der Feindner richtig, aber den finde ich cool. Troll, mit dem haben wir nichts anfangen können. Wenn mein Bruder deine Minecraft Movie Letterbox Bewertung sieht, dann wirst du dein Merch behalten dürfen. Ja, dann blockieren wir noch, bis das alles unter Dach und Fach ist. Au, was ist jetzt eigentlich mit dir? Warum beißt du mir die ganze Zeit? Bis das alles unter Dach und Fach ist. So, jetzt muss ich Spinner aufhören und sich ein bisschen Geschmack zu legen. Ja, Troll, genau, Screamboat 2, was haben wir noch? Abgedreht, es ist einiges abgedreht worden. Unter anderem ist die Freitag der 13. Serie Crystal Lake abgedreht. Has wrapped filming, wie es so schön heißt. Und
Dann haben wir noch abgedreht Evil Dead Burn, die nächste schöne Metzlerei aus dem Evil Dead-Universum. Bin ja echt einmal gespannt, was uns bei dem Ding dann erwarten wird. Was uns bei dem Ding erwarten wird. Ob der mit dem, vor allem in meinen Augen, grandiosen letzten Teil mithalten kann. Ja, das kann ich verstehen, vor allem in Minecraft. Bei Fast and Furious, da gehe ich nicht einmal ganz mit, weil da fand ich den eigentlich irgendwie ganz cool als Gegner. Er war halt total drüber, aber irgendwie hat das cool passt. War so ziemlich das Einzige, was mir da wahrscheinlich auch passt hat an dem Film. Aber ja, bei Minecraft jetzt halt, naja, Evil Dead Burn sind wir gespannt. Ja, da sind wir auf alle Fälle gespannt, Philipp, da hast du recht. Zwischendrin kriegt jetzt einmal wieder ein paar Poster zum Anschauen. Leider nicht wirklich was Neues, zumindest ist mir nichts Neues eingeschossen, aber also nichts Neues von Filmen her, aber wir haben nämlich letzte Woche schon was dazu angeschaut. Nämlich One Piece, Staffel 2 hat wieder neue Poster rausgehauen. Dieses Mal zu den Riesen. Wie heißt es? Brody und keine Ahnung. Wie hat denn der zweite geheißen? Ich weiß nicht mehr. Falls einer weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht mehr. Auf alle Fälle schaut alles ziemlich cool aus. Ich bin schon sehr gespannt. Es dauert noch so scheiße lang, bis wir endlich die zweite Staffel kriegen. Und sie haben noch ein zweites neues Poster rausgehauen. Da sieht man dann auch unser die Gang. Bin echt gespannt, was wir alles serviert kriegen bei der zweiten Staffel Realverfilmung One Piece. So, jetzt habe ich Katz die ganze Bissen und jetzt geht's. Richtige Nasch. Richtige Nasch, das sage ich euch. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Mogi? Mogi. Das kann sein. Hat der Mogi geheißen? Das ist so lange her, dass ich diese alten Sachen da gesehen habe von One Piece. Aber ich möchte irgendwann mal einen Rewatch starten von der ganzen One Piece-Sache. Das wird mal noch eine Riesenaufgabe. Dann Batman, The Caped Crusader, kriegt auf alle Fälle in der zweiten Staffel, also wer es nicht weiß, das ist eine animierte Serie in dem Stil von der The Animated Show von damals. Und ist auf Amazon Prime zum sehen, sehr geil, also kann ich nur empfehlen, die Serie. Und wir haben jetzt dann in der zweiten Staffel einen Joker in einer sehr großen Rolle, hat der Matt Reeves jetzt halt angeteased. Da bin ich gespannt, wann die zweite Staffel kommt. Zumindest in dem Bericht, den ich da gelesen habe, da war noch kein genaues Datum dabei. Nur, dass es irgendwann 2026 returnen wird. Und was returnt noch? Das ist dann auf alle Fälle Splinter Cell. Da ist jetzt die Zeichentrickserie, wie der Mike gesagt hat, auf Netflix gestartet und innerhalb von kürzester Zeit ist Splinter Cell Death Watch gleich mal für eine zweite Staffel verlängert worden. Köstliches Red Bull Cola. Köstlich, ich sag's euch. Vor allem bin ich gespannt, wie der Alabaster Arc auf 8 Folgen verteilt wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt, was sie da alles machen. Ach, das wollte ich euch noch sagen. Jetzt muss ich schauen, ob das dann hier also gut sichtbar ist. Nämlich ein neues Poster von Welcome to Derry. Da sind wir dann wieder bei dem, dass wir zu keinen neuen Filme irgendwie Poster gekriegt haben, weil Welcome to Derry habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Jedoch, dieses Poster zeige ich nicht, weil es so toll ist, sondern weil man denkt, Alter, wie hässlich kann eigentlich ein Poster ausschauen? Das schaut so dermaßen nach Photoshop und KI und was ich aus. Also ich weiß auch nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es selten kreislig, dieses Ding. Die Figuren schauen noch voll eingeschnitten aus. Das schaut euch so, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Was soll ich da noch sagen? Was sagt ihr dazu? Wie gefällt es euch? Ich finde es ist wunderhübsch. Falls ja, dann lasst euch eure Augen lasern. So, nicht mehr teilen. Kriegt man einen Augenkrebs hier mit dieser Scheiße. Was ist eigentlich da schon wieder los? Immer mit dieser komischen Ansicht. Warum bin ich dann gerade noch halber da? Spacken. Ich habe ein Like Me auf Amazon gesehen. Sehr zu empfehlen. Like Me, um was geht's da? Da sagt man jetzt gar nichts. Ey. Zu hell auch für eine S-Serie. Ja, das kann da sein. In der Alabaster Arc kommt der Ace schon vor, ja. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, dieses Poster, ich finde es grauenhaft. Grauenhaft.
Dann, weiß ich, wer von euch Bosch angeschaut hat, die Serie, falls die irgendwann kommt. Die John Candy-Doku, ja, von der habe ich gelesen, die habe ich mir auch schon auf die Liste da, aber da muss ich mal in Stimmung sein, dass man mal Dokus anschaut. Jetzt muss man erst noch die Bind Torture Kill, die PTK-Doku fertig anschauen auf Netflix. Habe ich schon gesagt, dass Red Bull Cola köstlich ist? Falls nicht, dann müsst ihr es jetzt halt. Bosch kriegt eine Prequel-Serie und der ist dann auch der Cameron Monaghan dabei und der Omari Hardwick. Cameron Monaghan kennt man aus den Spielen Star Wars Last Jedi Survivor und aus der Serie, einer der besten Serien, die jemals gemacht worden ist, Shameless. Shameless. Es gibt so viele gute Serien, die nur mehr angeschaut werden müssen, aber die haben so viele Staffeln. Wann soll man das Neueste machen? Wann soll man das Neueste machen? The Jetsons, wer die kennt, bitte Hände hoch. Ich kenne es nur vom Sing her. Also wenn man, jetzt sage ich mal kurz da diesen Ding, dieses Beutel auf Instagram. Ich habe das leider nie angeschaut. Man kennt es aber sicherlich, die Jetsons vom Namen oder von der Optik her. Da soll eine Realserie kommen von Colin Trevorrow. Der Colin Trevorrow müsste ja der gute Herr sein von Jurassic World. Zumindest die letzten 3. Und Jim Carrey ist hier im Gespräch für die Realverfilmung. Mehr Jim Carrey bitte. Mehr Jim Carrey bitte. Dann Predator, Badlands. Ich habe es letzte Woche schon vermutet und jetzt haben wir die Bestätigung gekriegt, der Predator Badlands wird tatsächlich ein PG-13-Rating kriegen. Aber es haben irgendwie die Trailer schon vermuten lassen, dass das nicht unbedingt zu blutiges Erlebnis wird, zumindest nicht was Menschensplattereien angeht. Aber naja, kann ja trotzdem eine coole Geschichte werden. Und vielleicht ist es ja nur PG-13, weil hauptsächlich Aliens gemetzelt werden. Naja, mal kicken, was sie sagen. Schaut euch den Trailer an zu dem neuen Oscar Perkins-Film. Keeper, weißt du, wird ja schon gelobt von Horror-Ikonen wie Guillermo del Toro, dass der ziemlich überragend gut sein soll, der Film. Und jetzt ist auch der Trailer heraus. Den sollte man auf dem Schirm haben. Und ja, Oscar Perkins geht sowieso immer, haben wir mittlerweile festgestellt. Seit Longlegs wissen wir das sowieso zu 100%. Guillermo del Toro ist ein gutes Stichwort, denn holst die Augen offen. Sein Frankenstein-Film wird jetzt dann in ein paar erlesenen Kinos auftauchen. Also schaut in eure Kinos, ob er da irgendwo läuft. Und dann könnt ihr dieses neue Werk vor ihrem schön auf eine große Leinwand genießen. Dann Disney. Wer hätte es gedacht? Disney plant keinen weiteren Teil zu Tron. Wer hätte es gedacht, nachdem der Film so eine Bruchlandung hier liegt im Boxoffice? Ich werde mir auf alle Fälle noch anschauen wollen auf der Leinwand, weil ich nämlich schon glaube, dass der optisch und soundtechnisch ziemlich geil ist. Was er dann erzählerisch auf dem Kasten hat, das soll er mir dann zeigen, wenn ich mir dieses Ding angucke. Wir haben noch gar nicht geschmatzt, was wir heute unboxen. Also, von Ewige Rivalen gibt es einmal wieder die Cynthia, Ho-Oh und dann Cynthia. Also eine Scheibe, was wir von denen zwar nehmen. Und dann haben wir hier Reisegefährten. Und da sind so lauter Sachen drauf, die ich nicht kenne. Sagt einfach, ob es den komischen Schwerthund wollt oder den Fettsack mit dem Stromranzen. Stromranzen! Live-Action-Film von Horizon Zero Dawn startet nächstes Jahr mit den Dreharbeiten und soll dann 2027 rauskommen. Ich bin mal gespannt, wer die Aloy spielen wird. Ich habe vor kurzem nochmal in den ersten Teil ein bisschen eingespielt, also den habe ich schon mit durchgespielt und vor kurzem nochmal ein bisschen gespielt. An sich eine geile Welt und die darf ich mir tatsächlich lieber als Film anschauen, als nochmal spielen. Den zweiten Teil habe ich nicht gespielt, weil ich echt nicht so der Fan war von der Spielmechanik. Ich weiß nicht. Ich finde die ganze Aufmachung geil, ich finde die grafisch cool, die Geschichte cool, die Figuren cool, auch die Monster und die Roboter und so weiter, aber ich kann mit der Spielmechanik nichts anfangen. Mir ist das alles zu blöd. Was soll man machen? Dann kommt hier noch neue Info zum John Carpenter, der macht auch mal wieder was. Und zwar produziert er für eine Horror-Anthologie-Serie John Carpenter Presents.
Da bin ich mal gespannt, was da dann auf uns zukommt, vor allem wenn dieser alte Gott des Horrors, sage ich jetzt einfach mal, da seine Finger mit drin hat. Hei, 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 hei. Ho, oh und Strumpfettsack. Ho, oh und Strumpfettsack, alles klar. Haben wir schon mal 2 Stimmen für die. Der Rest, was sagt der Rest vom Schützenfest? So gut, der Red Bull Cola ist sowas Gutes, gell. Sowas Gutes. Dann, was haben wir hier noch? Endlich, ob es endlich ist, ich weiß nicht. Für mich jetzt nicht unbedingt, ich habe die Originalserie nie gesehen, aber es gibt ja, glaube ich, eine riesige Fanbase zu Prison Break und Hulu hat jetzt halt offiziell bestätigt, dass es ein Prison Break Reboot geben wird. Naja, mal gucken, was da dann die eingefleischten Fans dazu sagen werden. Wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Ich bin da auch nicht so deep im Thema drin und ich habe da, glaube ich, auch irgendwie noch gar nicht so richtig vor, dass ich mir das mal anschaue, weil die Show zirkt mich ja nüchten. Ja, nüchten. Und da wir ja vorher schon bei Spieleverfilmungen waren mit Horizon Zero Dawn, auch Sleeping Dogs ist ja in Arbeit. Es gibt jetzt schon ein Skript. Der Simu Liu hat das jetzt bestätigt, dass es fertig ist und sein Statement dazu ist, dass sie sind fertig mit dem Skript und hätten sie voll Bock drauf, dass sie es machen, nur das Studio dahinter hat noch nicht verstanden, wie wichtig diese IP ist, aber sie werden das Studio da hintreiben, dass sie das genauso sehen wie sie, um dann endlich Sleeping Dogs auf die Leinwand zu bringen. Habe ich auch nicht gespielt. Ist das nicht der Ubisoft-Titel, Sleeping Dogs? Nein, das war Simonis Watch Dogs, glaube ich, oder? Das waren Sleeping Dogs. Sleeping Dogs war was anderes, Watch Dogs. Irgendwas mit Dogs war von Ubisoft, ich glaube aber nicht, dass es Sleeping Dogs war. Ich glaube schon, Watch Dogs war von Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, was? Jetzt bin ich total verwirrt. Watch Dogs war von Ubisoft, in Gottes Namen, was ist los mit mir? Haben da jemand Whisky reingemacht in mein Red Bull Cola? Ich weiß nicht. Eieieiei. Das waren ja schon wieder die News, die waren jetzt halt nicht so. Ja, wobei ein paar Burner News waren schon dabei, wie Evil Dead Burn. Haha, Burner News, Evil Dead Burn. Das sind ja mal Wortspiele hier. Das sind ja mal Wortspiele hier. Ich bin schon wieder die ganze Zeit nur geteilt, merke ich gerade. Scheiß Schweine-Streaming-Plattform. Aber dass Evil Dead abgedreht ist, ist für mich schon eine geile Info, genauso wie die Crystal Lake Series, die abgedreht ist. Dann kann das nicht mehr allzu lange dauern, dass die Serien endlich kämen. Sleeping Dogs ist von Square Enix und Watch Dogs Ubisoft. Ach, vielen Dank, Nedelwutzler. Gut, dass ich die habe. Gut, dass ich die habe. Sonst war ich da jetzt halt komplett aufgeschmissen gewesen. Gut, gehen wir rüber zu den Kinostarts, Leute. Jetzt am Donnerstag, den 23. Oktober, kommt Springsteen, Deliver Me From Nowhere, mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle und allein der ist schon wert, dass er ins Kino geht. Cooler Typ, auch aus Shameless, die wir heute schon mal gehabt haben mit dem Monogam, wie heißt der? Monogama Ham. Der Cameron Monaghan und er waren ja Brüder in Shameless und jetzt ist er natürlich richtig durchgestartet mit der The Bear-Serie. Alles Ungesagte zwischen uns, Regretting You, Drama-Romanze, Black Phone geht auch die Woche los. Und was ich vorher erwähnt habe, Frankenstein ist auch für diesen Donnerstag scheinbar schon angesetzt in manche Kinos zum Laufen, wird sehr, sehr gut bewertet überall bisher, habe ich nichts Schlechtes gehört. Habe aber auch irgendwas gehört, dass manche Kinos den erst am 26. sagen. Egal, kontrolliert euer Stammkino oder eure Stammkinos und schaut, dass Frankenstein im Kino erleben könnt. Ich glaube, dass der wert ist. Dann haben wir hier noch das Verschwinden des Josef Mengele, ein Drama-Biopic, Historien-Biopic. Franz K. Geht es um einen Kafka-Franzl. Ist auch ein Biopic und ein Drama. Dann haben wir noch Danke für nichts. Das sage ich an alle, die kein Stadia-Abo haben. Danke für nichts. Chainsaw Man, The Movie, Reese Arc ist für diese Woche auch angesetzt am Donnerstag. Dann kommt eine Dokumentation zu Depeche Mode. Das ist ja mal was Cooles. Ab morgen bin ich mutig, sage ich ja jeden Tag. Und schaff's doch trotzdem nicht. Kingdom, die Zeit, die zählt. Bubbles, wir waren doch Freunde. Bam, bam, bam. Ping Pong Paradise. Gelin Takimi 2, Girls and Gods. Paranorman wird noch mehr aufgeführt. Den kann ich auch nur empfehlen. Super cooler Film. Richtig schöner
kleiner Gruselfilm auch für die Jüngsten unter uns. Und zu guter Letzt die Spaghetti-Bande, Film von 1982. Sagt mir ja nichts hier. Sagt mir ja nichts. Sesselberger, jetzt kommt der daher, wo wir schon bei den Kinostarts sind. Unglaublich. Aber schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Du darfst auch noch mit abstimmen, weil du bist ja da immer Feuer und Flamme für die Unboxing. Wir haben einmal hier ewige Rivalen Ho-Oh und Cynthia. Und dann haben wir Reisegefährten, Stromfettsack und Schwerthund. Du kannst vor jedem Set eins mit abstimmen. Es steht zumindest bisher 1:0 für Ho-Oh und Stromfettsack. Bubbles, ist es nicht der von den Trailer Park Boys? Oh, die habe ich nie gesehen. Die habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Soll ich nicht sagen, ewige Rivalen, Sesselzipfel, sondern welchen von den zwei? Ho-Oh oder Cynthia? Kretin. Mein Gott, na, die Leute hören einfach nicht zu. Die hören einfach nicht zu. Streaming-Charts der Woche. So, schauen wir mal. Geht jetzt vom 10. bis zum 16. Oktober. Auf Platz 10 ist Old Money, erste Staffel auf Netflix. Auf Platz 9 immer noch House of Guinness, die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir Platz 8, Is It Cake, Halloween Edition, erste Staffel Nerdflix. Platz 7 ist auch wieder Netflix mit der ersten Staffel von Black Rabbit. Platz 6, wieder Netflix, erste Staffel von Wayward. Sleeping Dog ist aber echt underrated. Was ist denn los, Strang Crab? Ist der eingeschlafen? Jetzt kommt der mit den Sleeping Dogs daher. Platz 5, Paramount Plus mit Tulsa King, dritte Staffel. Platz 4, sehr schön, HBO Max mit Peacemaker, zweite Staffel. Und immer noch eine Sauerei, dass es da bisher erstmal keine dritte Staffel geben wird. Muss ich aus lauter Frust gleich nochmal mein Red Bull Cola trinken. Ist das gut. Ist ihm das gut, ha? Ist ihm das gut. Platz 3, Love is Blind, 9. Staffel auf Netflix. Dann haben wir auf dem 2. Platz die erste Staffel von Boots auf Netflix. Das schluckt mir bevor das Boots und ich weiß nicht, aber dieses Beutel von dem jungen Soldaten, den man da am Anfang sagt, das schaut für mich so künstlich aus, dass ich mir die ganze Ding, ist das Ding eine KI-Serie oder wie? Ich weiß nicht. Und Platz 1 ist immer noch die The Ed Gein Story, Monster, die dritte Staffel von Netflix. So, was haben wir hier für. Aber die Filme ist irgendwas Gescheites dabei. Hokus Pokus 2 ist komischerweise jetzt nochmal eingestiegen auf Platz 10. Aber auch die John Candy Doku und die My Father, the P.T. Gay Killer ist in den Top 10. Und The Woman in Cabin 10, die darf mich auch interessieren. Schaut irgendwie interessant aus, aber es ist halt wieder mal ein Netflix-Film. Und da bin ich erst einmal immer ein bisschen skeptisch. So, Leute. Schau, Leute. Machen wir mal hier jetzt eins Unboxing, oder? Da die sagen. Eins Unboxing. So, ich fange jetzt einmal an mit dem Elektrofettsack. Elektrofettsack. Männers. Ihr wisst gar nicht, was ich für euch da mache. Ich habe Knackweh ohne Ende. Ich habe mir verrissen. Aber ich sitze mir trotzdem her und werke wie ein Schwein. Wie ein Schwein, nur für euch. Und dann wird nicht einmal ein Steady-Abo gemacht. Alle, die ein Steady-Abo gemacht haben, nerven sich natürlich da jetzt, müssen sich nicht angesprochen fühlen, alle anderen. So, was sagt ihr überhaupt weil der Philipp hat so vorher mal nicht gesagt, aber irgendwas geschrieben wegen dem Thumbnail. Was sagt ihr allgemein zu diesen KI-Thumbnails mit meinem wunderschönen Gesicht drin? Bei welchem Doro-Chapter bist du gerade? Boah, keine Ahnung, ich bin immer im ersten Band. Frag mich nicht, wo ich da genau bin. Ich habe jetzt eine Zeit nicht weitergelesen. Klick, Klick. Es gibt wahrscheinlich eine Figur, die heißt N. Macht einen Doppeldreher. Dann aber das Lot Hurzel mit einer Aquaknarre. Gibt es bei mir dann auch wieder vor lauter Red Bull Eissaufer. Erster Band, oh mei. Wo ist wieder? Ich habe einen Haufen zum Arbeiten hier. Mickrig, Rückwärtskick. Lavita, Knörscher. Knörscher, kennen alle Nörschler. Geil ist das Thumbnail. Grüß Gott miteinander. Neverraven, Haberderi. Dann haben wir ein Alola Geowatts mit Megatonnenfall und elektromagnetisches Katapult. Kommt da ein Weg später her, dann einfach riefen. Kavalanzas, Durchbohren und Eisensprenger.
Enigmaras Elektroball, Tick, Tick, Boom und Stromball. So, und jetzt kommen schon langsam wieder die Schillerkarten, die mich reich machen könnten. Furlongham. Ja, die glaube ich macht mich nicht reich. Dann haben wir ein Parasek, Pilzspore und Scherenschwung. Ich glaube, die macht mich auch nicht reich, auch wenn es irgendwie ganz witzig ausschaut. Und ein Mammotel EX. Das schaut wild aus, die muss mindestens 20 Cent wert sein. Letzte Woche war ja hier die wertvollste Karte, die wir hier geunboxed haben. Ich glaube, ich habe es dann eh nur in Kommentare eingeschrieben. 71 Cent. Das ist schon eine Ansage, 71 Cent. Da liegt mir wurscht, kriegst du rein. Und was haben wir jetzt so gesagt? Ho-Oh hat vorher nur einen Punkt gehabt, gell? Gibt es nur eins Ho-Oh. Unboxing. Und dann schauen wir mal, ob ich mal wieder zum Einkaufen komme. Und One Piece und Final Fantasy Booster dazu kaufen kann, dass hier wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Das letzte Mal noch gesehen, dass es von Dragon Ball ja auch sich so ein Trading Card Game gibt, aber lasst es mich in Ruhe, ich kaufe jetzt, ich kann nicht, Leute, ich kann nicht. Da müsste nicht mehr Steady-Abos umgehen und mehr Steady-Abos umgehen. Sonst kann ich mir das hier nicht leisten. Oh, sie reden so geil giftig immer. Clarins Mogelbaum, Festsetzung und Imitationsversuch. Dann haben wir hier Peppers Raffel mit Durchnagen. Ordentlich auf Pep durchnagen. Team Rockets Nidoran, Überraschungsangriff. Pum, voll in die Fresse. Das war nicht scharf. Kamera macht den Dienst. Schneidrotom, stutzende Schneide- und Gadget-Show. Aha. Ein Arcani mit Flackern und strafende Fänge. Los, fixier. Ein Rex Blizzard mit Sprungangriff und frostiges Holz. Dann haben wir einen Richter, ich glaube, den haben wir schon mal gehabt, den Pissberger, genauso wie den scheiß Peppers Mob-Tiff hier. Den haben wir letzte Woche schon drin gehabt, die Blaze-Sau. Hau ab. Team Rockets Nidoking, das schaut aber schon mal wild aus. Vergiftetes Horn und königlicher Einschlag, das schaut aber, die Karten schaut doch gut aus. Die muss ja wieder mal aufgeklärt werden sein. Die ist so wunderschön, da muss was jetzt gehen. Castellit, superbe Scheren und geheimnisvolles Steinhaus. Auch nochmal voll am Glitzern. So, und coole Basis-Wasserenergie. Ja, also Team Rockets Nidoking, das muss auf alle Fälle die fetten Kohlen bringen. Irgendjemand muss es ja machen. Wenn es ist, schon nicht das. Schaut her, wie pünktlich dass wir fertig sind. Fast genau eine halbe Stunde. Ja, haben wir ein paar Leute abgegangen. Was sind wir heute da mit der Krawallmaus und mit dem Jojo? Wo sind sie denn heute alle? Das gibt's ja nicht. Und der Huber-Sepp, wo ist der gekommen? Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich vergesse, die kann man den Namen irgendwie nicht merken. Das ist mir eh scheißegal. Auf alle Fälle sind wir ein paar Leute abgegangen. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank für die edle Spende. Potato, wie Potato You. Die Woche ist, hey, ich sehe gerade in mein Wasser, ist mir, da ist eine Nudel eingefallen, eine abgebrochene. Sieht man das da irgendwie ein bisschen? Seht ihr das? Da liegt eine Nudel drin, eine abgebrochene. Ich habe nicht vorher Nudeln gemacht und da ist eine umgeschossen. Wow. Ist ja ekelhaft. Gut, dass ich aus dem Wasser nicht getrunken habe und erst einmal mit meinem coolen Red Bull Cola angefangen habe. Die Woche gab es eine Steady-inklusive Folge, nämlich unsere zweite Folge aus dem Classics-Format, das der Mike und ich jetzt mal ins Leben gerufen haben. Beim nächsten Mal kann der Corby dabei sein, weil den nächsten Film hat er, den wir da besprechen. Es gab jetzt die Folge zu Ein Zombie hing am Glockenseil. Und ja, alle Steady-Mitglieder, herzlich euch an. Und wen es interessiert, was der Mike und ich dazu zum Sagen haben, zu unserem ersten Lucio Fulci-Film, den wir besprochen haben, dann ab Steady-Abo mindestens Stufe 2, dann könnt ihr euch nämlich auch diese Folge anhören. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, spätestens am Dienstag hier zum Kassettenschmerz. Und wer ist am Samstag beim Friday Nights? Ist da vielleicht irgendjemand vertreten? Filmfestival in Österreich geht morgen los und geht bis Samstag. Der Corby, der Seppi und ich sind am Samstag vertreten. Also kann man das ein oder andere Bierchen da schlürfen. Und wer da nicht hinkommt und uns besucht, der sagt uns dann hier wieder, zumindest mir hier im Kassettenschmerz. Dankeschön für alle, die dabei waren. Macht es gut. Küsschen auf eure geilen Nüsschen wie Potato You. Au revoir. Au revoir, Babies.